Morgen. Du siehst es geht schon wieder Richtung Alm. Heute auf die Gandelalm hinter Rupperding. Aber erst einmal herzlich willkommen alle neuen Leute auf meinem Kanal. Wie ich das letzte Mal geschaut habe, waren es 993 oder so. Wahnsinn, es geht auf die 1000 zu. Das hätte ich mir nie gedacht. Ich habe so lachen müssen und habe mich so gefreut, weil ich mir gedacht habe, ja, wie ich den Kanal aufgemacht habe sozusagen, da ist mir eigentlich nur um das gegangen, kann ich das? Kann ich eigentlich Videos machen? Interessiert das überhaupt jemanden, was ich zum Sagen habe? Und kriege ich das hin, dass ich die auch schneide? Und jetzt gehe ich auf die 1000 zu und habe schon eine gewisse Routine entwickelt, habe bei jedem Video echt viel dazugelernt und finde es einfach schön, vor allem sehr berührend, wenn dann Leute kommentieren, dass einer meine Videos was gebracht haben, dass sich da bestätigt gefühlt haben auf ihrem eigenen Weg. Vor allem auch hat es mich oft sehr beeindruckt, was gerade Frauen, bei mir sind es meistens Frauen auf meinem Kanal, meistens denke ich auch in meinem Alter, was sie so aus ihrem eigenen Leben berichtet haben. Danke für euer Vertrauen und danke, dass ihr eure Geschichten auch mit uns geteilt habt, die teilweise wirklich für mich sehr berührend waren. Ja, mir ist klar, dass ich mit Mitte 50 jetzt nicht die Zielgruppe bediene. Und gerade deswegen hat es mich so überrascht, dass doch viele sind, die mit meinen Inhalten tatsächlich was anfangen können. Ich glaube, weil sie sehr viele in meinem Alter dieselben oder ähnliche Fragen stellen. Wie geht's weiter? Was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Wie will, dass dieser Rest sich gestaltet? Und vielleicht haben manche auch keinen Bock mehr auf irgendwelche YouTuber, die halt mit schnellen Schnitten und mit reißerischen Überschriften und mit markanten Formulierungen einfach ihr Zielpublikum bedienen. Das ist halt vielleicht auch nicht die Sprache, die Leute in meinem Alter sprechen. Und für die Leute eben, die jetzt sich auf meinem Kanal immer mehr versammeln, diese sogenannte Boomer-Generation,
Für die sind meine Videos. Scheiße, auf dem Aufnahmeknopf sollte man vielleicht einmal drucken, gell? Das heißt ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung. So ein bisschen so eine Heidelandschaft. Jetzt sind wir schon ganz in der Nähe von der Dandelalp. Wetter, wie man sieht, ist immer noch nicht ganz sonnig, aber ja. Jetzt haben wir umdisponiert. Die Dandelalm war jetzt da hinten noch ein Stückchen hinten. Aber weil wir jetzt waschelnass haben, gehen wir jetzt auf die Alm da. Schon wieder vergessen, das heißt. Langerbaueralm. Langerbaueralm. War die in deiner Hosentasche, oder? Und aus meinem Tempo ist Wasser ausgedrückt. Da war in meiner Hosentasche. Das ist, ja, das jetzt auf dem Video drauf lassen. Jetzt schätze ich, werden wir uns da drinnen nackig machen und erst einmal unser durchgeweichtes Zeug irgendwie versuchen zum Trocknen. Jetzt haben wir was Trockenes gefunden, nämlich die Langerbauer Alm. Und da gibt es jetzt was zum Trinken. Die Karin macht sie gleich nackig und tut ihr Zeug trocknen und eine Brotzeit. Schön. Wenn ihr eine Zicke, darf ich dir auch gerne zumachen. Alles prima, danke. Jetzt haben wir einigermaßen triggert. Es hat aufgehört zum Ringen, es ist direkt warm. Ja, so schnell geht es in die Berg. Und so wichtig ist es halt auch immer, eigentlich, was wir ja jetzt nicht hatten, dass man Ersatzklamotten dabei hat. Nicht nur, wenn man gescheit schwitzt ist, sondern halt auch, wenn man mal richtig nass wird. Aber jetzt haben wir schon durchtriggert und jetzt geht es dann oben. Dran. Jetzt können wir hoffentlich trockenen Fußes und mit trockener Hosen und Jacken heim. Aber es schaut gut aus. Noch nicht ausschalten, ganz zum Ende des Videos kommt noch was.
Vielleicht ist dir die Diskrepanz aufgefallen. Ich habe ja in dem Video davon geredet, dass ich jetzt auf die 1000 zugehe. Und naja, das war gestern. Als ich dann heimgekommen bin von unserem Almgang, dann schaue ich halt auf YouTube, waren es 200 Follower mehr. Also da war nicht mehr die Rede von erreiche die 1000, es waren 1200. Und als ich heimgeschaut habe, waren es 1500. Wahnsinn! Ich freue mich voll. Also das hätte ich wirklich nicht in meinen kühnsten Träumen erwartet. Ja, irgendwie habe ich mir schon gedacht, dass für uns Boomer, ich verwende wieder dieses Wort Golden Age, was auch immer, für uns, ja, starke Generation, die halt jetzt so 50, 60, vielleicht auch schon 70 ist, dass da halt einfach ein Vakuum da ist, dass ganz viele sich zwar YouTube-Videos anschauen, aber sich irgendwo auch da nicht wiederfinden, weil sie sagen, die Sprache ist anders, die Themen sind nicht die mich persönlich interessieren. Also mir selber ist ja auch so gegangen, als ich irgendwie bewusst angefangen habe, vor 1,5 Jahren oder so, YouTube-Videos zu bestimmten Themen anzuschauen. Dass ich mir gedacht habe, ja, das sind junge, schöne Leute, super, die leben irgendein außergewöhnliches Leben, toll. Aber gibt es denn da eigentlich auch Leute, die halt so, wie ich, so ein ganz, ich sage jetzt mal, ganz ein normales Leben leben und die vielleicht aber auch trotzdem was zum Erzählen haben? Langer Rede, kurzer Sinn. Ich bin überwältigt und noch mehr als von der schieren Follower-Anzahl oder die Likes für das letzte Video, das anscheinend so durch die Decke gegangen ist. Also diese 15 Dinge, die sich ändern, wenn man älter wird. Das hat anscheinend irgendeinen Nerv getroffen und es waren so viele Kommentare dabei, wo es mir wirklich, also richtig gehend warm ums Herz geworden ist, wo halt Leute geschrieben haben, du sprichst mir aus der Seele. Das nehme ich nicht als selbstverständlich. Da zeige ich halt nicht einfach die neu hinzugekommenen Follower. Ich finde es halt einfach ganz besonders, dass Menschen, die mit Sicherheit, ja, schon einiges selber auf die Beine gestellt haben und einiges auch hinter sich haben, dass die sagen, aus dem, was diese Frau da sagt, kann ich persönlich für mich was rausziehen. Also das ist für mich ja richtig schön, also wirklich berührend. Und ja, meine Videos waren nicht perfekt und werden es auch weiterhin nicht sein. Ich halte jetzt gerade meinen Selfie-Stick in der Hand und habe da mein zwar neues, aber ja, sehr überschaubar ausgestattetes, günstiges Chinesen-Handy. Mit dem mache ich halt meine ganzen Videos. Ich habe ein Mikro, weil es wird immer wieder beanstandet, dass man halt Straßenlärm und so weiter im Hintergrund hört. Ich habe ein Mikro, das fällt immer wieder aus, weil halt auch billig. Ich rede bayerisch und das wird da so bleiben. Einige von euch haben auch dazu schon ein bisschen Stellung genommen, eigentlich voll in meinem Sinne. Ich kann halt nicht anders. Freilich kann ich Hochdeutsch, ich kann auch Hochdeutsch schreiben, klar. Aber wenn ich halt Hochdeutsch rede, erstens mal finde ich es selber lächerlich, künstlich und ich bin einfach nicht mehr Brigitte, ich bin einfach nicht mehr ich. Wenn ich spontan sei, so ehrlich, aufrichtig und wenn das so bleiben soll, ja, dann haben meine Videos einfach weiterhin bayerisch. Wenn du irgendein Wort oder irgendeinen Ausdruck nicht verstehst, schreib's mir gerne in die Kommentare.
Ich bin gern bereit, das zu erklären. Mir ist es schon klar, dass Leute von überall her, aus dem Norden Deutschlands, aus Österreich, aus der Schweiz, teilweise sogar ja, von weiter weg meine Videos anscheinend anschauen. Also wenn ihr irgendein Wort nicht versteht, dann schreibt es mir einfach rein in die Kommentare. Ich bin gern bereit, das dann zu erklären. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wollte einfach nur Danke sagen. Ich bin überwältigt, dass ich so viel positiven Zuspruch kriege und ich freue mich riesig über Leute, die ja, vielleicht in einer ähnlichen Situation in ihrem Leben sind, in einem fix. Vielleicht ist da ein wenig leiser. Die halt in einem ähnlichen Alter haben, die so Gedankengänge nachvollziehen können und die, wie es unter dem letzten Video ganz, ganz viele kommentiert haben, die sich da halt einfach wiederfinden. Das ist ja ganz klar. 20-Jährige machen vielleicht Videos für 20-Jährige. Ich mache halt Videos für Leute in meinem Alter. Was mich besonders freut, muss ich ganz ehrlich zum Schluss noch sagen, dass man ohne Hass anscheinend auch Klicks kriegt. Ihr wisst schon, was ich meine. Es war nicht mein Stil und ich finde es auch nicht sehr kreativ, ein Video zu machen, in dem ich nur über andere herziehe, in dem ich nur andere Gruppen, Parteien, was auch immer, durch den Kakao ziehe. Und dass jemand so viele Klicks kriegt, einfach mit dem Versuch, Positives zu verbreiten, freut mich besonders. Ich bin die Brigitte von Einfach Leben und ich freue mich richtig, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal vielleicht.